Skandale gibt es ja mehr als genug in Österreich und in Deutschland, der Schweiz wahrscheinlich auch. Ja, wie geht man damit am besten um? Meistens mit Humor, so wie unser jetziger Studiogast, der Christoph Weierer, Liedermacher. Sein erstes Lied, das er jetzt live bei uns im Servus am Morgen Studio spielt, heißt Freiheit. Bitte, Christoph. Was ich brauche, ist mein Glauben, kein deppertes Gesetz. Was ich brauche, ist ein Wort, nicht irgendein Text. Was ich brauche, ist ein Lieder und den Mut, dass ich sing. Was ich brauche, sind die Leute, die mir sagen, dass ich spinn. Was ich brauche, ist eine Zukunft, keine ganz klare Sicht. Und ich brauche was, das heute nicht bloß was verspricht. Was ich brauche, ist mein Lachen und ein bisschen Geduld. Und da brauche ich nicht gewinnen, wenn bloß wer mit mir spielt. Was ich brauche, ist die Sehnsucht nach einer Nacht mit uns zwei. Was ich brauche, ist dein Lächeln, vielleicht ein liebes Wort. Und ich brauche nicht verliebt sein und du brauchst nicht zu schauen. Brauch niemand, der mir anschafft, ich brauch bloß Vertrauen. Was ich brauche, ist dein Atmen ganz nah neben mir. Was ich brauche, ist das Gefühl, dass ich mich drin verliere. Was ich brauche, das sind Tränen, dabei tut's gar nicht weh. Was ich brauche, ist meine Freiheit und eine gute Idee. Christoph Weierer mit Freiheit von seiner neuen CD Alliert a Freiheit und Erwatschen, falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. So ungefähr. Mach's dir mal bequem und gemütlich, Gitarre. Du hast gerade, habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast gerade gesungen, du brauchst jemanden, der dir sagt, dass du spinnst. Wie verstehen wir das? Ja, ich spinne wahnsinnig gern. Ich finde, das macht mich so jugendlich irgendwie. Ich spinne unglaublich gern und ich mag das auch. Ich finde das ist ein Kompliment, wenn jemand zu mir sagt, du spinnst ganz schön. Weil die ganze Welt spinnt, also warum soll ich nicht spinnen? Inwiefern spinnt sie? Kannst du das ein bisschen uns erklären? Was ist das Verrückteste aus deiner Sicht in der Welt? Das Verrückteste ist auch natürlich, wenn man sich die Nachrichten anschaut, was da alles passiert. Und was ja noch viel mehr passiert, was gar nicht in die Nachrichten kommt. Ich meine, wenn so Bombenanschläge in Boston und so weiter, das ist alles schlimm. Aber kein Mensch sagt, wie viele Leute tagtäglich da im Irak oder in Afghanistan oder sonst wo sterben. Und das bezeichnet ich auch schon als Spinner von der Welt. Und ich spinne halt im positiven Sinn, glaube ich. Hoffe ich wenigstens. Du verarbeitest da solche Sachen in deinen Liedern. Hast du immer schon Musik gemacht? Woher kommt das bei dir, dass du dich dieser Art der Musik auch zuwendest? Ja, das weiß ich nicht, woher das kommt. Ich habe mit 8 Jahren, glaube ich, oder mit 6, 7 Jahren Akkordeonunterricht genommen. Und dann habe ich irgendwann Gitarre gelernt. Und dann habe ich mir selber noch verschiedene, also Mundharmonika und Bass und sonst was, habe ich mir dann noch alles selber beigebracht. Und dann mit 16 habe ich auf einmal angefangen, selber Lieder zu schreiben. Ich habe schon Liedermacher gehört, natürlich, also Hans Söllner oder auch Reinhard May oder Hannes Wader, Konstantin Wecker. Und dadurch ist es dann, aber ich habe nicht nur Liedermacher gehört, also so ist es jetzt auch nicht. Aber irgendwie hat sich das so entwickelt, dass mir hat das immer schon gefallen, wenn man sich allein auf die Bühne stellt mit der Gitarre und wenn ein Mensch allein einen ganzen Saal unterhalten kann, ohne Band, ohne riesen technischen Aufwand, das hat mir schon immer gefallen. Wie du das genau machst. Und ein bisschen mehr von deiner Musik dürfen wir in Kürze von dir hören. Du bleibst noch ein bisschen bei uns im Studio. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie denn das Wetter wird. Genau, Wetterüberblick kommt jetzt. Die nächsten Nachrichten gibt es um 7:30 Uhr. Und wir machen jetzt weiter mit einem Radikalpoeten und Querulanten. So nennt sich der bayerische Liedermacher Christoph Weierer nämlich selbst. Er hat eine neue CD, die kommt am 3. Mai raus. Und jetzt ist er erstmal zu Gast bei uns im Studio. Ich kann für jeden Euro Einkauf Bonuspunkte kriegen und einen 10 Euro Sandwich Toaster auf 3 Jahre finanzieren. Kann jeden Scheiß versichern und krieg alles in Antihaft. Ich brauch 14 Vitamine in einem Glas Apfelsaft. Ich brauch Securities im Biergarten, zwecks Sicherheit und so. Ich muss eine Umfrage starten für ein Dixie-Klo. Ich kann jetzt nur so schlechte Fußballspiel Public viewen und krieg einen digitalen Bilderrahmen zur Erinnerung.
Wir können Arbeitslose in Fortbildungskurse integrieren und damit Köpf und Arbeitslosenzahl manipulieren. Wir können mit einem Navi kreuz und quer durch Europa fahren und finden ohne Navi nicht einmal die Autobahn. Wir können alles, was nicht mehr in ist, aus dem Outlet holen und wenn wir längst schon kein Geld mehr haben, mit Karten zahlen. Wir werden zwar schlecht betreut, doch umso besser überwacht. Und wenn sie uns überall dabei sein lassen, wissen wir, dass alles passt. Das war doch früher noch ganz anders. Das war doch nicht so schlimm, da hat man Werbungskosten, keine Doktorarbeit abgeschrieben, da hat man auch miteinander geredet, aber kein Flatrate gehabt. Da war eine Tankstelle, nur eine Tankstelle und kein Supermarkt. Heute heißt es Public Viewing, früher hat man einfach gekauft und nicht jeder Volldepp ist ein Superstar war über Nacht. Das ist ein Wahnsinn, was es alles gibt, auch jeder Scheißdreck wird ein Hit. Das ist ein Wahnsinn, wie das geht, für den Krampf gibt's schon eine App. Christoph Weierer aus seiner neuen CD, genau. Die da heißt Alliert a Freiheit und a Watschen. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Alliert a Freiheit und a Watschen. Das ist schon ein gnadenloser Spiegel, den du da unserer Gesellschaft vorhältst, oder? Ja, viel zu wenig eigentlich. Viel zu wenig, das Lied geht ja noch viel weiter. Das ist ja... Aha, da, wenn man einmal anfängt, da kann man ja gar nicht mehr aufhören. Du, jetzt muss ich ganz geschwind nachfragen. Natürlich, bei mir drängt sich als erstes ein bisschen ein Vergleich auf Hans Söllner. Ist das dein Vorbild gewesen? Oder du warst mit ihm auf Tournee, glaube ich. Ja, auf Tournee war mein Vorprogramm für den. Ja, ist aber schon 7 Jahre her jetzt, glaube ich, oder 8 Jahre. Vorbild ist immer so ein Wort, mit dem komme ich nicht so klar, weil das heißt halt ja immer, man darf zwangsläufig so in so eine Richtung gehen. Immer. Aber es ist schon, es ist der naheliegendste Vergleich und ich finde den auch sehr gut. Mir gefällt das natürlich, was der macht. Sag mal, dein CD-Titel Alliert a Freiheit und a Watschen. Jetzt einmal unter uns, wer hat denn sozusagen aus deiner Sicht die Watschen ganz dringend sich verdient? Fast jeder. Fast jeder. Will in Deckung gehen. Ja, wenn ich die Gitarre abfüllen. Es war, wenn ich heute da so schaue, wenn ich her Uli Hoeneß da Steuerhinterziehung, dann glaube ich, da bringt nichts, dass irgendwer Frau Merkel sagt, ich bin enttäuscht von dem, sondern den darf ich mal sauber nicht schmieren und rüber. Und so viele Politiker und im Zug, wenn ich oft sitze, was ich da Leute treffe. Also ich bin mittlerweile der Meinung, dass so ein Rundumschlag ab und zu nichts schaden darf. Aber sag andererseits, hast du manchmal auch das Gefühl, wir leben ja in so einer Medienwelt, wo ich sage mal jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf getrieben wird. Hast du manchmal auch so im Nachhinein das Gefühl, dass du dich vielleicht bei dem einen oder anderen Thema auch einmal zu früh oder über das Falsche aufgeregt hast? Das kann passieren, aber dann muss ich halt schnell wieder reagieren und mich auf andere Themen spezialisieren. Aber das ist natürlich zwangsläufig, wenn man halt aktuell ist und ein Lied schreiben will oder sonst was und dann kann das passieren, dass das in 3 Monaten keinen mehr interessiert. So ist ja mit Politikernamen ist ja heute auch schon schwierig geworden. Vor 10 Jahren, wie ich angefangen habe, war das sehr einfach. Da habe ich immer zum Beispiel den Stoiber hernehmen können. Heute weiß man ja nicht, ist der Politiker in 3 Monaten noch da oder hat er eben bis dahin eine Doktorarbeit geschrieben und ist verschwunden. Und also die Themen werden schon vielseitiger. Aber Christoph, du verschwindest nicht, du bleibst bei uns im Servus am Morgenstudio. Du wirst uns auch noch was spielen, hoffentlich. Hoffen wir. Schaust mit uns jetzt an, oder wie das Wetter im ganzen Servusraum wird. Wenn es wahr ist. Bei uns wird jetzt... Entschuldigung. Kein Problem. Um 8.45 Uhr gibt es die neuen Nachrichten, wollte ich nur noch sagen. Das ist so ungewohnt, wie du gleich neben mir sitzt. Das ist normalerweise da. Aber wir machen jetzt weiter richtig bayerisch. Wir haben Liedermacher Christoph Weierer bei uns im Studio. Er hat seine neue CD Alliert a Freiheit und a Watschen mit im Gepäck, aber auch Musik, mit der er schon auf Tournee war. Und da hören wir jetzt einmal rein. Bitte, Christoph. Das Klima wird allerweil wärmer und der Robbie Williams hat ein neues Lied. Ob jetzt das irgendwie zusammenhängt oder bloß Zufall ist, hätte mich voll schon interessiert. Gibt's einen Bayern, der nach 2 Maß noch Auto fährt oder ist das nicht eher so? Bevor er nicht 3-4 Maß drungen hat, fangt er mit dem Autofahren gar nicht erst an. Hat das nicht irgendwer schon irgendwann einmal berechnet? Das hätten wir doch alle gern gewusst. Statt dem Berechnens, wie viel das so eine Berechnung CO2 ausstoßt, dass jetzt die Models alles an den größeren Busen, aber gleichzeitig abnehmen wollen. War für die nicht gescheiter Job. Als Straßenkehrer, da brauchst nicht an jedem gleich gefallen. Hat der Mario Barth wirklich so viele Fans? Oder sind die alles projiziert? Ich mein, da kann schon was dran sein, das haben sie sogar schon auf Facebook diskutiert. Brauchen wir einen Leberkast zur Adventszeit mit Nüsse und Weinberl und mit Zimt? Kann denn das sein, dass die Geschmacksnerven schlechter werden, je mehr das man verdient? Soll aber die Gentechnik einmal ausprobieren und hat die Wissenschaft immer recht? Müssen wir einen Westerwelle bald einmal klonen oder war der sowieso noch nie echt?
So viel Antworten auf so wenig Fragen und so viele Fragen, die nie einer stellt. So viel Unsicherheit in einer unsicheren Zeit, so viel Macht mit so wenig Geld. Und nur ein Steuerskandal, aber mit deutscher Moral. Ich meine, irgendwo kommt doch das her. Und wenn die Deutschen nach und nach aussterben, warum werden dann die Nazis noch mehr? Und wenn die Deutschen nach und nach, Deutschen nach und nach, Deutschen nach und nach mehr. Weierer, Dankeschön, kommt zu uns rüber, einmal abgesteckt. Super Texte. Ich krieg den Grinser meistens gar nicht aus dem Gesicht, weil es ja wirklich so viel widerspiegelt, oder? Man weiß gar nicht, auf welche Zeile man erst da einsteigen soll. Obwohl es ja gar nicht so zum Grinsen ist eigentlich. Das ist ja das Schlimme, nicht, aber man darf das alles nicht so ernst nehmen. Wie entstehen deine Texte? Liest du den ganzen Tag Zeitung oder geht das schon nebenbei? Das geht alles nebenbei. Also ich nehme natürlich viel auf, Zeitungen, Radio, Fernsehen, Umwelt. Also natürlich beobachte ich sehr viel und höre sehr viel, was mir die Leute erzählen. Und irgendwie entsteht dann so im Hintergrund, im Unterbewusstsein entstehen dann mit meine dem Lied, Texte. das ist ein altes Lied, heißt aber ein neues Lied. Warst du schon auf Tournee? Mit dem war ich schon auf Tour, genau. Jetzt gehst du aber wieder, jetzt oder? Jetzt gehe ich wieder auf Tour neuen? mit der neuen CD, Ein Lied, eine Freiheit und ein Watschen. Ja. Und die gibt es ab 3. Mai und ich bin jetzt im Mai, Juni, Juli natürlich noch ein bisschen unterwegs, so Festivalgeschichten und dann richtig auf Tour mit der CD ab Herbst dann in Deutschland, Österreich, Schweiz. Das mittlere Wort von deinem CD-Titel, auf Freiheit. Was bedeutet das für dich, Freiheit? Ganz persönlich. Freiheit ist ganz einfach das Höchste, was man überhaupt haben kann. Das Beste, was gibt, das Wichtigste, was es auch gibt. Also ob das jetzt eine innere Freiheit ist, dass man sich selbst keine Zwänge unterordnet oder sich von außen keine Zwänge unterordnen lässt. Oder natürlich die Aber Freiheit. geht das denn eigentlich so? Das klingt immer so leicht, finde ich. Wie machst du das? Das geht natürlich in einem gewissen Maße. Natürlich in unserer Gesellschaft muss man sich irgendwelchen Normen unterordnen, aber ich bin halt der Meinung, dass man sich nicht jeder Norm unterordnen muss. Und solange man das, ich versuche halt möglichst frei zu sein. Und heute heißt ja, haben wir eigentlich viele Freiheiten. Ist es da dann leicht, die innere Freiheit zu haben oder vielleicht sogar schwerer? Bin mir gar nicht sicher, ob wir so viele Freiheiten haben oder ob es uns bloß vorgeben wird, dass wir sehr viele Freiheiten haben. Weil wir stehen natürlich unter sehr viel Beobachtung. Wir werden also mit Handy und Internet und so, wir sind ja verfolgbar mehr oder weniger und ortbar und also ob wir so frei sind, wirklich, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, darum ist es sehr wichtig, dass man sich innerlich möglichst frei macht. Zuschauer sind auf jeden Fall frei, deine neue CD zu erwerben. Die dürfen uns mit dem kaufen. Gefällt, da schauen wir da noch mal. Ich brauche ganz viel Geld. Und Wir alle. Danke. Ehrlich ist auf jeden Fall. Du bleibst dann ein bisschen bei uns. Gell? Wir machen weiter mit unserem Reporter, der in München unterwegs war. Wir schicken ja immer wieder Reporter aus, um zu schauen, welche Menschen außer uns hier noch früh aufstehen müssen und arbeiten müssen. Und jetzt sind wir bei einem Schornstein, mit dem Wort habe ich es heute. Aber ich glaube, das Entschuldigung, an dem wir haben sowieso den falschen Beitrag. Genau, es Entschuldigung. ist nämlich in Wahrheit geht's um Ungarisches das internationale Frühstück. Wo haben wir das? Um eine Blutwurst schon früh am Morgen. Das klingt für uns total ungewöhnlich, hätte ich gesagt. Und statt einem Cappuccino gibt es dann auch noch bitte ein Stamperl Schnaps. Du hast mich gerettet. Nadine Friedrich, die weiß mehr, die hat es probiert, wie es das unser Magen so verträgt. Bei uns ist jetzt auch richtig lauschig hier im Studio, zu viert auf der Bank. Am Tag des Buches, der 23. Andi, was liest du gerne außer deine Wetterkarten? Ich lese gerne Sachbücher, aber auch Romane. Was liest du? Christoph Weierer ist bei uns zu Gast im Studio, Liedermacher aus Bayern. Ja, ich lese möglichst Romane und möglichst alles, was nicht auf die Bestsellerlisten steht. Da bin ich genau umgekehrt. Aber der Auf jeden Fall hast du, hast auch gleich noch ein Stück aus deiner neuen CD für uns. Jawohl. Kannst du gleich schon mal rübergehen, dich aufbauen. Und wir sagen schon mal Danke, dass du da warst. Schön, dass du da warst. Und wir sind gespannt, was er uns jetzt bietet. Genau, wir haben uns ja gerade Ja. schon geoutet. Ja. Als Weierer-Fans. Als Weierer-Fans, ja. Jetzt geht's dann gleich wieder los. Gell, total cool. klasse. Michael Köhlmeier habe ich gelesen. Habe ich das schon gesagt? Jetzt wurscht. Jetzt gibt's da Musik. Der Säger aus und los geht's, Christoph Weierer.
Was ich brauch, ist ein Zeichen, nicht irgendein Trend. Ich brauch keinen, der mein Freund ist, sondern wen, der mich kennt. Ich brauch viel bunte Farben und schwarz gehört dazu. Ich brauch einen ganz guten Geist und keine gute Figur. Was ich brauch, ist viel Zeit, aber ganz ohne Uhr. Und ich brauch auch keinen Urlaub, ich brauch einfach meine Ruhe. Was ich brauch, ist ein Wieder, das um mir alles blitzt. Was ich brauch, ist eine Botschaft, wenn mir die noch was nützt. Was ich brauch, ist Humor und kein grinsenden Clown. Was ich brauch, ist ein Schlag und nicht bloß ein wenig hauen. Was ich brauch, ist der Wunsch, dass alles so bleibt. Was ich brauch, ist meine Angst und wen, der es vertreibt. Und ich brauch alles nur ganz anders jetzt oder nie. Ich brauch relativ wenig, aber ganz viel von dir. Was ich brauch, ist meine Heimat in Farb und 3D. Was ich brauch, ist meine Freiheit und eine gute Idee. Ich brauch gar nicht erst abheben und ich flieg an ihr fort. Was ich brauch, das ist Wahrheit, die tut mir so gut. Was ich brauch, das ist Hoffnung und ganz viel Fantasie. Und da brauch ich nicht aufgeben, so ganz kurz.